Shalom Aleichem. Ich bin Sura Rachel Schechter. Und ich bin Ivi Achnowitz. Seid begrüßt in unser Kochprogramm Essgesinntheit. Es ist schon eine lange Zeit, was wir noch nicht gewissen, wie zu machen etwas süß. Ja, das wusste ich. Ja, heute wollen wir auch wasen an traditionellen jüdischen Gebäcks, was heißt Afluden. Afluden hat man einmal gemacht auf Chassanes. Und Fluden wird der Mond in des Meeres. Ein Stückchen Fluden von Kehluden ist unsere größte Meutze. Schön. Und man macht es auch Pire, man macht es für verschiedene Simches. Lassen wir unheim mit dem Teig. Gut, ich will machen den Teig. Von wann kommt der Rezept, Rachel? Das ist von meiner Tante Lucie. Die Mima Lucies Rezept ist 2 Teppich mit einer Hälfte Mehl. Und ich will das machen mit einem Gemisch von gewöhnlich Mehl und rasige Gebäcksmehl. Gebäcksmehl hat ein bisschen weniger Gluten, ist der Teig ein bisschen mehr krischeldig. Wenn ihr habt Probleme mit Gefinnen als an Mehl, könnt ihr nutzen gewöhnlichen Mehl für die ganze Sache. Das steht sich. Und ich habe lieber durchzusippen. Der Mehl, das ist nicht kein Muss. Das ist 13 Onzen Mehl. 6 Onzen Rasenmehl und 7 Onzen gewöhnlich Mehl. Zudem ein Löffel Salz. Jetzt meint es, ein Löffel Salz ist ein Sachsalz, aber es ist nicht. Das macht 2 große Fludens. Jeden Fluden kann man machen 24 Stücklich. Es ist nicht zu viel. Und ein Teppel oder 2 Stücklich Pitter. Nicht gesalzene Pitter. Oibi macht es für einen fleischigen Makel. Es könnt ihr nutzen anstatt Pitter oder Margarin oder Kokosnussbäumel. Der Pitter darf sein kiel, aber nicht zu hart. Ja. Nehmt es heraus von Eiskasten eine halbe Stunde früher, wird es dann weicher und leichter zu nutzen. Wir können das mischen mit den Spitzfinger und der Kunst ist, es soll bleiben allemal ein bisschen Mehl zwischen den Fingern und dem Pitter. Der Iker ist, der Pitter soll nicht zergehen. Es darf bleiben kiel. Reib es nicht zwischen den Dlonies. Wir können das grün machen mit einem Teigmesser. Das ist Machschir mit 5 Messer scharf und wir können sehr giech und sehr gering zerschneiden Pitter rein in Mehl. Bis dahin ist das ein gewöhnlicher Teig, aber bald werden wir sehen, wie das ist ein bisschen speziell, ein bisschen jontivdick. Wie die Mima Lucie hat es gemacht. Man gibt sie anstatt Wasser Smetane und Maranzensaft. Ich will, der Mehl soll haben ein Gefühl von Perlgräupen. Also die Stücklich Pitter sollen sein nicht zu klein und nicht zu groß. Es wird fühlen, als wie ein grobe Mehl. Jetzt ist das gerät. Die kleinen Stücklich Pitter sind in der Größe von Perlgräupen. Jetzt gibt sie Smetane und Maranzensaft. Die Smetane hat noch Tam, noch sehr reiche Tam von Pitter und es ist ein bisschen Säure. Ob ihr wollt, könnt ihr nutzen Joghurt anstatt des Smetane. Ja. Und euch 2 Löffel Maranzensaft. Der Maranzensaft gibt sie ein bisschen Süßigkeit und euch ein bisschen Säures. Und der Meile von dem Säures ist, es macht kürzer die Fäden von Gluten. Es macht das Teig mehr krischeldig, mehr Geschmack. Misch mit der Goppel. Jetzt ist der Teig gut gemischt. Es wird sich klappen. Ich kann machen von dem Teig.
Also es ist zu krischeltig, also es wird nicht kein Tee, gibt sie noch ein Quetsch Maranzensaft oder noch ein klein bisschen Smetana, nicht zu viel, aber mach ein Ballachel. Und es macht nicht aus, mach es nicht zu glatt, es wird werden glatter, also es ruht sich auf ein bisschen. Macht's ein Ballachelteig und von dem Ballachelteig macht's 2 Ballachlech. Und von den 2 Ballachlech macht's 2 Linsen. Deckt sie die 2 Linsen mit Plastik. Oder legt es in einen plastischen Säckel, wie jetzt hier. Und lass es zerri in Eiskasten. Sie kennen ein Schuh, aber wir hatten nicht einen Schuh, können Sie füllen es an 15 Minuten. Ja, genau. Bescheiß in der Teig kielt sich ab in Eiskasten, ist weil wir jetzt machen das Fillers. Der Teig hat nicht beglau kein Zucker. Ist der Fad ist alles ist wichtig in dem Fillers. Wir haben ihn mit Teiglen. Ihr wollt 1 Teppel Teiglen. Und ihr wollt es zerschneiden, muss mir helfen? Ja. Ihr wollt zerschneiden auf Stückelach. Weil du es kann man nicht daran tun in dem Speismaschine. Es zerschneidet sich nicht sehr gut. Und sie klippen dick. Ja. Bescheiß Eve zerschneidet die Teiglen. Ist hier daran welchen ist, 1 Teppel welchen ist in der Speismaschine. Das ist ein bisschen mehr wie 1 Teppel. Ja, well, es wird sein 1 Teppel, richtig. Es mit daran tun mehr wie das, es soll noch werden 1 Teppel. Baby hat lieb 30 Stücke, ist das genug. Aber ich habe es lieber ein bisschen mehr zu malen, ist gleich das 10 stärker. Jetzt, wenn wir ausmischen, die zermahlene ist, 1 Teppel Raschenkis und die Teiglen. Und mit der Hand ist ausmischen, es soll werden also wie ein Gemisch. Frisch aufgebratene Welschen ist. Ja, den Nis haben wir von früher zugebräunt in Oven nach 10-15 Minuten. Ihr müsst es nicht tun, aber es gibt sie sehr feinem Reich in Tam. Jetzt haben wir den Fillers, jetzt darf wir nur warten auf den Teig. Und man darf nicht einbäcken die Raschenkis und Teiglen in Wasser, nein, gar nicht? Nein, das macht ein sehr geringes Rezept. Und noch, was ist 1 Teppel von alles. 1 Teppel Nis, 1 Teppel Teiglen, 1 Teppel Raschenkis. Das Teig hat sich schon abgeriet in Eiskasten nach 15-20 Minuten. Lassen wir es auskatschen und füllen auf Fluden. Beschütt mit Mehl dem Tombank. Das Mal nützt mehr Mehl wie gewöhnlich, weil ein Smetana Teig ist sehr weich, sehr reich. Das Teig ist schon sehr dünn, weniger wie ein 1/8 Zoll, ist es größer und zu füllen. Ja, wir werden einen Film mit angemacht, Samin angemacht, gemacht von Aprikossen, wir kennen es von Aprikossen-Powidle, Aprikossen-Schmier. Und was man geht das tun, ist über eine Hälfte von der Teig. Wir haben es herangestellt, den ganzen Sloi in eine Schüssel mit warmem Wasser, das soll werden ein bisschen mehr gießig. Geht bis die Seiten, aber lasst ein bisschen Grenitz beim Sof. Jetzt nehmt
als Menge von den Fillers und zerschüttet es über dem Angemachts, über dem Aprikosen angemachts. Ich werde nur nicht nach Hälfte, weil die zweite Hälfte davon der Rest von dem. Man kann schmecken den Nis, ja. Und jetzt sehr paar Folie, hebt es auf. Es macht nicht aus, ob es ist Creme, weil später, wenn man walgt es, gleicht sich es aus. Sehr schön. Sehr weich. Das ist ein Teig, das man darf nicht bespritzen mit Spritzbäumel oder beschmieren mit Pitte, was ist schon so fertig. Aber es ist ja gut zu nehmen, ein paar mit Papier, abschneiden ein Stückchen und so weglegen auf dem Becken. Sehr paar Mehlach, hebt auf, den Fluten und legt es weg. Macht Platz für den zweiten Kletzel. Oh, früher beschmieren mit Ei. Es nimmt ein Ei mit einem Löffel Wasser, zerkleinert es gut. Und danach wird ihr das Bersten, die Fluten mit dem Ei. Das macht es schön und glanzig, nachdem es gebackt sich. Gedenkt euch zu bersten die Saaten. In den Ecken. Aber sehr dünn, nicht zu viel. Richtig. Derweil sind wir in dem Ofen auf 350 Grad und stellen rein den Fluten, backt es an 30 Minuten. Nu, es ist eine halbe Schuh. Wie schön braun das ist. Hat das so, darf es euch sehen. Aber man darf warten, bis man sich schnallt ist, ja? Weil es noch zu heiß und sie wird auch zu viel zerbröckelt. Kann nicht warten. Das schmeckt so gut, dass ich will dem Schabes ist der Langen zum Tisch mit einem Gläserle Tee. Und wir hoffen, dass ihr mit ihm dasselbe, wenn ihr das machen in der Heim. Esst gesinnt daheim.